live aus dem Maskott. Heute mit Alexis und mit mir, Agota Dimen. Und da ist er, unsere Hoffnung auf den Privalo, Dominique de Wild. Hallo miteinander! Danke vielmals, merci Applaus. Danke vielmals, es langt. Hört auf, das wird gestellt. Hört auf, bitte. Ja? Wir haben eigentlich nicht wirklich Grund zur Freude hier bei Devil Late Night. Herzlich willkommen auch daheim mit den klebrigen Fernsehsessel zu dieser kleinen Show. Zur Nacht um 11:45. Wir haben nicht wirklich Grund zur Freude. Die Schweiz ist wieder rausgefallen. European Vision Song Contest ist vorbei für die Schweiz auf jeden Fall. Und das ist frustrierend. Wieder hat niemand angerufen. Ist das wirklich so? Die Schweiz hat im Ausland keine Freunde? Hä? Ja, Assad durfte nicht abstimmen. Ja, das ist so. Vielleicht ist es wirklich schade. Jetzt haben wir doch in den letzten Jahren, gerade im letzten Jahr, so viele Ausländer ausgewiesen und keiner hat angerufen von denen. Und was mich aber erstaunt hat, ist, wie schnell der Schweizer und die Schweizerin zufrieden ist. In der Kommentarspalte hat schnell mal geheißen, komm, das war eine ganz tolle Performance gesehen. Ja, hat zwar nichts gebracht, aber super gesungen. Nein, schön angelegt, super haben sie das gemacht. Das ist eigentlich ist es eine gute Übung auf die WM, die jetzt kommt. Doch, auch dort ist doch immer das Gleiche, oder? Hey, du, tolle Performance, endlich mal. Nein, sind gut gesprungen. Ganz schöne Dress das Jahr. Ganz schön. Super gesprungen, super Goal gekämpft. Muss ich sagen, ganz gutes Goal geschossen. Zwar ein Eigengoal, aber ganz toll. Also muss man doch auch mal positiv sehen. Ja. Wir haben da irgendwo ein Bild von dieser Performance hinten dran, oder? Haben wir da etwas? Schau mal, so, es ist wirklich eine energische Performance gesehen. Es ist ein viel rotes Licht, aggressiv nach vorne. Sehr schön. Haben wir einen Ausschnitt aus dieser Performance, das Film vielleicht? Zeig mal. Gut, ihr habt es natürlich gemerkt, das war natürlich nicht eine Aufnahme vom ESC. Nein, das ist, ja? Ja klar, weil das tönte viel besser. Ja, das ist wahr. Nicht aus dem ESC, das ist nicht aus Portugal, sondern aus einer Parteiveranstaltung von Albus Gütli. Ja, Nein, auch nicht. Stimmt nicht. Es ist wirklich, hat für grosse Aufruhr gesorgt. Da haben die Leute sind aggressiv geworden, dass da irgendwo in einem Thurgauer Dörfli ein Kind, ja, wo im Heimatkundeunterricht für türkische Kinder haben so Kriegsspiele aufgeführt. Und da ist natürlich das Volk und die Presse war entsetzt. Man hat so recht gesagt, die Kinder sollen nicht in den Kriegstheater aufführen, sondern klassische, die könnten doch einfach auch klassische türkische Stücke aufführen. Ja? Klassische türkische Theaterstücke, wie zum Beispiel Kebab und Liebe oder Gökhan und Julia. Bekannt auch Hamlet wäre so ein Stückchen. Ja? Die Frage ist, mit oder ohne Schaf? Ja, so. Nein, ich finde wirklich, mit Waffen auf der Bühne auf Kinder schießen, finde ich als ehemaliger Kindergärtner skandalös. Ja? Wieso probieren Sie es nicht mit Wilhelm Tell? Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt über die Aggressivität, die im Internet vorgegangen wird gegen das Theater, gerade von den Schweizer und Schweizerinnen. Ich meine, Minderjährige, die mit Waffen hantieren, das können wir in der Schweiz. Oder? Bei uns heisst es RS. Das ist ja eigentlich etwas könnt. Und ich glaube, es steckt auch ein bisschen ein Neid dahinter, weil wir Schweizer, wir können unsere Kinder in der Schule nicht so schöne Schlachten noch spielen. Wir haben nichts Spannendes. Was wollen denn wir Schweizer Kinder, was wollen denn unsere Schweizer Kinder auf der Bühne nachspielen? Bankgeheimnis in 3 Akten. Das ist langweilig. Nur küscheln und tüscheln 2 Stunden lang, das bringt es doch nicht. Was noch? Ist da noch frei?
Der Krieg um einen freien Platz in ÖV, auch das ist nicht wirklich interessant. Es hat schon erste Reaktionen natürlich auch von oberster Stelle gegeben. Der Bund hat erste Vergeltungsmaßnahmen wirklich angekündigt. Man wird jetzt über Ankara Schlieren Kind abwerfen, dass sie dort im Theater wirklich ganz schlimmes, brutales, unglaublich langweiliges Stück Zeller Weihnacht aufführen. Das wäre so ein bisschen Platz. Etwas, wo sich viel weniger Leute aufgeregt haben, komischerweise mich jetzt erstaunt, ist Folgendes gewesen, das vielleicht mitbekommen. Es hat ja da den Trump-Skandal mit der Stormy Daniels, ja, mit dem Pornostarlet. Und da ist jetzt die Schweiz seit dieser Woche wahnsinnig tief drinnen verwickelt. Man hat herausgefunden, dass die Novartis, die hat unglaublicherweise Dreck am Stecken. Wer hätte das gedacht? Die haben wirklich während einem Jahr 1,2 Millionen $1,2 Millionen an den Michael Cohen, den Anwalt von Trump, überwiesen. Also der Mann, der Trump vertritt gegen die Aussagen von der Stormy Daniels. Also 1,2 Millionen $1,2 Millionen innerhalb von einem Jahr in so Tranchen. Also jeden Monat sind das irgendwie... Rechnet selber, ja? Mega viel Geld. Also man kann da festhalten, Donald Trump ist der erste geleaste Präsident der USA. Also mich erstaunt es nicht. Was mich erstaunt, ist, dass es wirklich im Gegensatz zu dem kleinen Theater in dem Thurgauer Kaff nicht einen riesen Aufschrei gibt. Das finde ich wirklich krass. Also weißt, die Leute sagen, ja, komm, ein Grosskonzern, ja, steckt irgendwie mächtige Leute ein Finanzzäpfchen in den Arsch hinein, und dass sie sich in eine bessere Position stellen können. Oder nehmen wir doch einfach, komm, man kann ja auch irgendwelche Giftgaszutaten in Kriegsgebiete liefern. Das kümmert uns nicht. Niemand interessiert es. Man muss halt schauen, irgendjemand anders wird dann schon dafür sorgen, dass das aufhört. Bringt mich zur Verzweiflung. Schau mal hier unseren Beitrag. Die Gefahr von einem Bürgerkrieg wird viel zu gross. Man muss dem Konflikt ein Ende setzen. Man hat lange genug einfach zugeschaut. Es ist höchste Zeit, dass man handelt. Aber was soll man dann machen? Ja, man muss sich halt etwas einfallen lassen. Man muss eine klare Haltung haben und wenn nötig einen Luftangriff starten. Kann das nicht jemand anders machen? Also jemand anderes tut ausführen, nicht entscheiden. Ja, jemand muss einen Befehl geben. Jemand anderes weiss es immer besser. Wenn wir nicht bald eingreifen, werden noch mehr Zivilisten sterben. Das kann man nicht zulassen. Nein, das kann man nicht. Aber wie kann man dann wissen, dass bei einem Angriff nicht mehr Menschen sterben? Das muss halt jemand anderes verhindern. Ja, kann jemand anders das? Das weiss niemand. Hä? Niemand kann uns sagen, was richtig und was falsch ist. Wieso sollte ich das wissen? Ich bin doch nur ein Praktikant. Bei uns ist niemand Praktikant. Doch, ich. Und jemand gibt mir immer die ganze Verantwortung ab. Das ist absurd. Aber sonst hat ja niemand eine Ahnung. Nein. Frage das mal jemand anderes. Kann mir dann niemand helfen? Hat dann niemand Zeit? Ja doch, das schon. Aber niemand will einen Bürgerkrieg, oder? Nein, sicher nicht. Also gut. Weiss jemand, ob das mit dem Giftgasangriff wirklich stimmt? Das weiss niemand. Ich weiss es nicht, sonst würde ich ja nicht fragen. Weiss es jemand anders? Ich habe auch gemeint, dass das niemand weiss. Aber man kann auch jemanden fragen. Mich? Nein, jemand anderes. Sie sind doch jemand anders. Nein, das habe ich auch nicht gemeint. Also, man muss doch zuerst wissen, ob die Informationen stimmen oder nicht. Falls es sich bestätigt, greifen wir an. Wenn nicht, warten wir ab. Niemand hat recht. Ja, dann muss das jemand herausfinden. Ja, wenn jemand das wüsste, dann würde man nicht da sitzen. Das ist doch eine Aufgabe für jemand anderes. Tja, also wenn jemand anderes einen Auftrag gibt, dann kann jemand anderes natürlich machen, was jemand anderes zu tun hat. Aber dann kann jemand anderes mehr sagen, dass jemand aufgrund von etwas, was jemand anderes herausgefunden hat, sich entscheiden und was man machen soll, oder? Ja, genau so machen wir es. Meine Herren. So. Jetzt zu jemand anders. Ja? Wir haben ein schönes Interview gelesen in der letzten Woche online, und zwar von unserem Lieblingsbundesrat, dem Ueli Maurer, ja, Vorsteher vom Finanzdepartement. Der hat ein paar ganz tolle Aussagen gemacht zu seinem Medienverständnis und wie er Medien benutzt. Das finde ich sehr spannend. Er ist gefragt worden,
Andere Bundesräte lassen sich jeden Tag einen Pressespiegel vorlegen, wie er das so machen will. Und er sagt wortwörtlich, seine Leute wissen ganz genau, dass er keinen Pressespiegel braucht. Das Wichtigste könnt ihr ja selber nachlesen. Er liest sowieso nicht so viele Zeitungen. Er liest nur eigentlich den Auslandteil und den Wirtschaftsteil in der NZZ. Das würde ihm komplett lange. Dann hat er gesagt, er wird aber gleich schauen, dass digital etwas läuft im Finanzdepartement und hat einmal alle seine Mitarbeiter richtig neu ausgerüstet mit den neuesten Computern, die so ein digitales Verständnis haben. So, dann ist es so gesehen, dass er weitergefragt worden ist, wie es mit seinem Medienkonsum aussieht, was sein Lieblingsmedium wäre, um sich zu informieren. Ganz eine interessante Aussage ist da von Ueli Maurer gekommen. Das ist wirklich wahr. Der Teletext. Die älteren Semester daheim erinnern sich vielleicht an Teletext. Ja? Er hat gesagt, Teletext, das ist zwar ein bisschen links, was? Aber er würde einfach auf Teletext sich informieren. Kein Wort von Internet. Nein, mit Internet muss man aufpassen, da wollen sie noch ein bisschen abwarten im Bundesrat. Das kommt ja, das Internet, aber mal ein bisschen schauen. Ja? Nicht schon voreilig Schlüsse ziehen, aber er will die Digitalisierung vorwärts treiben, der Ueli Maurer, mit seinem Faible für Teletext. Und zwar hat er gesagt, er will es ein bisschen bürgerfreundlicher machen, auch den Digitalauftritt vom Finanzdepartement. Eine neue Webseite soll es geben. Und die gibt es auch schon. Und sie ist wirklich viel bürgerfreundlicher. Sie ist jetzt auch am Mittwoch offen, die Webseite. Vom 9.15 Uhr bis um 11.45 Uhr kann man die aufsuchen. Und wir können hier exklusiv gehen auf www.finanz-departement.ch. Das ist die Seite. Sehr spannend. Schaut! Das ist die neue Seite vom Finanzdepartement. Willkommen auf meiner Webseite. Können wir mal ein bisschen aufscrollen? So. Das sind wirklich die Themen, die doch interessant sind. Ja? Kurzfristige Kleinkredite. Sehr schön, meine Autoren. Ist ein Doppeldiss an der kleinen Bundesrat. Studie, kleine Männer sind klug. Ueli Maurers Ferienfotos. Sieht zwar das. Keine Lust auf Rezession. Finanztetris, schönes Spiel auf Seite 86 und die Lottozahlen auf Seite 999. Das ist der Auftritt. Könnt ihr schauen. www.finanz-departement.ch. So. Im Gegensatz zum Ueli Maurer, ganz im digitalen Zeitalter angekommen, sind jetzt hier die Leute aus Bern. Eine tolle Band, ich freue mich, dass sie da sind. Ganz modern, MIDI-Modis und Giga-Giele. Hier von der Band All Access!
Und jetzt zu unserem Segment Tischlein. Richtig, es hat nämlich einen Grund, dass All Access ausgesehen haben wie jüngere Kraftwerke auf der Bühne. Es geht nämlich um Roboter. Es ist eine Frage, die uns beschäftigt, auch in den Medien umgeht. Werden die Roboter unsere Jobs übernehmen? Wie sieht das aus? Also ganz ehrlich gesagt, ich habe keine Angst davor, wenn Roboter für uns arbeiten. Für uns arbeiten. Ich habe eher Angst davor, dass Roboter nicht mehr für uns arbeiten. Ja, von dieser Seite muss man sie mal anschauen. Aber droht eine Gefahr für den Roboter, wenn sie Positionen einnehmen, die eigentlich für Menschen gedacht sind. Gerade letzte Woche hat es ja so einen Fall gegeben. Ihr habt das vielleicht mitbekommen. Es ist jetzt aufgeklärt worden. In Amerika irgendwo, in Arizona, hat doch ein selbstfahrendes Auto von Uber hat eine Radfahrerin, eine Frau, tödlich angefahren. Und jetzt ist herausgekommen, wieso. Und zwar hat die Software von dem Auto hat das Gefühl gehabt, die Frau sei ein Güsselsack. Was ich damit sagen will, ist, das zeigt doch mal klar auf, was Roboter für ein Bild von uns Menschen haben. Aber es geht eben noch weiter. Wir haben hier ein kleines Modell vorbereitet. Schaut euch das einmal an. Und zwar, die Roboter reagieren nicht von alleine, die werden ja programmiert, die Roboter. Und man muss so einem Auto, wir haben jetzt hier so ein selbstfahrendes Auto mitgebracht, das wäre das hier. Ja. Und das muss man ja programmieren. Man muss dem Roboter eine Moral beibringen. Das ist wirklich wahr, dieser Maschine. Und zwar laufen hier jetzt Tests. Und zwar, wie wird das Auto von selber reagieren? Wenn jetzt zum Beispiel ein alter Mann, ein sehr alter Mann in dem selbstfahrenden Auto sitzen tut. Also das heisst, er liegt ja hinten drin. Er muss ja da der sehr alte Mann, der sitzt da hinten drin und das Auto kommt zu fahren, ja, mit einer höheren Geschwindigkeit, der Zebrastreifen. Und jetzt sind da wirklich 3 Kinder. Das sind so Tests, die gemacht werden. 3 Kinder, die da über den Zebrastreifen reinlaufen. Das ist ein lustiges Kind. Schau mal. Uriella mit 5. Das soll auch jetzt nicht beeinflussen, dass das Uriella ist oder nicht. Also das sind doch Kinder. Und jetzt muss man dem Computer, dem Roboter, muss man Moral beibringen, programmieren. Soll er jetzt hier in die 3 Kinder hineinfahren, mit dem alten Mann hinten drin, oder soll er ausweichen und hier in das tiefe Doppel abstürzen und der alte Mann wird sterben? Wer ist dafür, er soll in die Kinder hineinfahren? Hand hoch. Hand hoch. Da hinten, da. Was ist denn da los? Grausam. Also ganz klar, ist aber auch eine einfache Frage. Machen wir es ein bisschen schwieriger. Nehmen wir an, die Kinder, die bösen Kinder, das sind böse Kinder, die haben nicht auf die Straße geschaut, auf die Ampel geschaut. Die Ampel war auf Rot für die Kinder. Also die Kinder missachten das, laufen drüber. Außerdem machen es noch ein bisschen schwieriger. Schau mal, machen es noch ein bisschen schwieriger. Die Kinder sind hier mit Waffen ausgerüstet. Schau mal, die haben da so Krummsäbel und Waffen. Sie befinden sich gerade auf dem Weg zum türkischen Kindertheater. So, wie sieht es aus? Wir haben hier hinten den unschuldigen, uralte Mann. Der fährt im selbstfahrenden Auto. Soll jetzt das Auto abweichen und ins Doppel runterfahren mit dem Mann? Oder hier in die bösen Kinder reinfahren, die mit Waffen bei Rot über die Ampel laufen? Wer ist dafür und sagt, das Auto soll in die bösen Kinder reinfahren? Hand hoch! Eine Person da hinten sagt, er soll hier in die bösen Kinder reinfahren. Ich finde das durchaus primitiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann es ja auch schwierig machen. Jetzt machen wir es aber noch ein bisschen schwieriger. Achtung, schaut hin. Es ist nicht nur
da innen ein alter Mann. Es ist auch da innen noch ein zweiter alter Mann. Das ist der Trump. Der sitzt da in dem Uber-Auto innen, ist da gerade auf dem Weg, sich bedanken bei Novartis, fährt er. Da, und da vorne sind die Kinder. Ja, und jetzt machen wir es noch schwieriger. Achtung, das Auto könnte eventuell auch da so abbiegen. Aber da, dummerweise, wo das Auto durchfahren steht noch der letzte freilebende Eisbär. Wer ist dafür, er soll in die Kinder hineinfahren und nicht in den Eisbär? Hand hoch. Seht ihr, da sind jetzt schon doch ganz viele Leute, die sagen, nein, der Eisbär, der gibt es nur ein Kind, kann jeder herstellen. So einen Eisbär ist natürlich schwierig. Und während wir, ich will es nicht glauben, aber während wir das diskutieren, ja, wird irgendwo ein Taxifahrer depressiv, der seinen Job wird verlieren. Das ist so, das ist nicht zum Lachen. Es werden die Leute ihre Jobs verlieren. Es gibt hier eine Oxford-Studie, die haben eine wunderbare Webseite gibt's da dazu. willrobotstakemyjob.com. Da kann man draufgehen und da kann man seinen Beruf eingeben und dann schauen, zu wie viel Prozent Chance besteht, dass man von Robotern in der nächsten Zeit wird abgelöst werden. Wir haben das mal ausprobiert, hier bei der Late Night. Zum Beispiel Buchhalter. 94%. Also es ist eine Chance zu 94%, dass ein Buchhalter in der nächsten Zeit wird abgelöst werden von einem Roboter. Hä? Das ist doch brutal. Alle Eltern sagen, Kind, mach's KV. Da hast du etwas, da hast du etwas. Nein! Es wird kein Buchhalter mehr geben. Alle, die das KV gemacht haben, können sich das natürlich auch ausrechnen von selber, ist klar. Aber hey, KV ist ein dummer Job. Liebe Kinder, werdet lieber Zirkusflorist. Ja? Das ist ein guter Job. Schau mal, Floristen, schauen wir mal Floristen. Ist das ein sicherer Job? Eine Chance von 4,7%, dass Floristen in der nächsten Zeit abgelöst werden. Also es lohnt sich, Florist zu werden. Kein Roboter will Florist werden. Kein Roboter schafft so einen Job zu dem miesen Lohn wie ein Florist. Ist ja klar. Jetzt sehr spannend hat es mich gedacht, Köche. Wie sieht es denn mit den Köchen aus? Ja? Wird die abgelöst werden? Und es ist unglaublich, zu 96%. Wohin soll das führen? Herr Ober, ich habe eine Schraube in meiner Suppe. Jeder muss damit rechnen, dass er eine extra Portion Öl auf dem Salat hat. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Sehr spannend, jetzt auch, weil wir da so eine schöne Band hatten. Wie sieht es mit den Musikern aus? Ein Musiker, kann das ein Roboter übernehmen? Laut dieser Studie sieht das sehr gut aus für die Musiker. 7,4% ist eine Chance, also ganz eine kleine Chance, dass die abgelöst werden von Robotern. Also eben, wenn du Berufsmusiker werden willst, das kann kein Roboter machen. Berufsmusiker brauchen sehr viel Feingefühl im Gastrogewerbe. Ja? So. Wie sieht es also wirklich aus? Werden die Roboter uns irgendwann ablösen und wie? Und was kann man dagegen machen? Da haben wir einen kleinen Bericht dazu. Are robots taking your job? Are you often bored at work? Do you find yourself doing the same thing over and over again without much purpose or satisfaction? If that's the case, don't worry. You will be replaced by a robot. Robots can do everything you do, only quicker and with less complaining. They don't sleep, they don't go on strike, and they don't need to follow their dreams. Robots can come in many forms. Not all of them are physical. Some of them are software, like a clever machine learning algorithm or a simple Excel spreadsheet. But they all have one thing in common. They're easier to work with than you. Physical jobs will be the first ones to go. Afterwards, it's all the office jobs. And finally, all leadership positions. The only jobs safe from replacement are artistic ones, like dancing or poetry. And not because robots can't dance or write poems, they can. Robots are very smart, and that's why they know. There's no money in poetry. Machines are getting smarter every day. Just look around you. Is your toaster looking at you funny? Is your printer plotting against you? Is your wife spending more and more time with the blender? But don't panic. In a post-human society, there's still use for you. You might find work as a robot repairman, live inside a zoo, or become a pet human. If you're not cute enough to be a pet human, you can pretend to be a robot yourself.
Just paint your skin grey, stick some antennas on your head and go beep boop. Try to blend in. Drink some oil and tell anti-human jokes. Like, oh boy, those bloody humans sure are lazy. Beep boop. Because you will be replaced. Maybe not today, maybe not tomorrow, but the day will come. So let's start treating the machines in our lives better. Hug your television. Sing to your washing machine. Lick your mobile phone. And if you want to make sure you still have a place in a world ruled by machines, marry your toaster. So sieht's aus. Also, bereitet euch vor, die Roboter kommen so oder so. Und wir haben schon mal einen Blick in die Zukunft gewagt, wie das eventuell könnte aussehen. Schaut mal folgendes Modell. Was könnte das Modell ersetzen? Richtig, der Nick Hartmann, der ein bisschen durch den Schnee läuft. Das nächste Modell, das ist klar. Schaut mal die mitfühlende Art, die Empathie, die er ausstrahlt, die Menschlichkeit. Richtig, Johann Schneider-Ammann, wer das? Modell. Und dann mein persönliches Lieblingsmodell sieht man auch sofort. Ciao, ragazzi. Christa Rigozzi an dieser Stelle. Aber könnte vielleicht der Schweiz einen Roboter zu ESC schicken? Hast du einen Vorschlag? Ja, zum Beispiel den Bügeleisen. Ein Bügeli? Wieso ein Bügeleisen? Ja, damit würde alles glatt laufen. Vielleicht könnte das funktionieren, ich weiß nicht. Aber lass uns zusammenfassen, was es braucht, wenn man einen Roboter an ESC schicken nächstes Jahr für die Schweiz. Also, er muss irgendwie ein bisschen schräg sein, aber süß. Ein bisschen süß. Er muss nicht singen, aber er muss ordentlich auf die Pauke schlagen auf der Bühne. Sind wir uns da einig? Ja, da haben wir den perfekten Kandidat. Gut, das wäre unser Kandidat an dieser Stelle. Und jetzt, bevor wir zu einem wirklich grossartigen Spiel kommen, das für alle extrem wichtig ist, die eine Mutter daheim haben, tolles Spiel, gehen wir noch ganz schnell zu den wichtigen, akuten News aus aller Welt. Breaking News. Der beliebte schwedische Möbelfabrikant IKEA bietet bald Drohnen an, die Alkohol liefern sollen. Produktname Dröhnen. Mehr dazu später in unserer Sendung. Staubsaugerroboter werden immer häufiger als Sexspielzeuge missbraucht. Staubsauger schweizweit streiken nun. Wir schalten live zum Streik nach Olten. Wir unterstützen die tapferen Staubsauger bei ihrem Streik. Immer schön sauber bleiben. Das war akut. Wir schalten jetzt zurück ins Maskott. So, herzlich willkommen zu Devil Late Night, zu einem ganz tollen Spiel, das alle Leute angeht, die eine Mutter haben. Und das sind die meisten wahrscheinlich von euch daheim. Ich bin hier am Tisch mit der wundervollen Agota Diemen. Und der Nabila und der Moritz von All Access. Wir haben ein ganz tolles Spiel vorbereitet. Und zwar ist ja jetzt dann gleich der Muttertag. Und was soll ich sagen zum Muttertag? Die Mütter erwarten ja, dass man etwas schenkt. Und deswegen wollen wir euch hier eine Anregung geben. Wir haben hier einen wunderschönen Basteltisch vorbereitet. Ihr werdet innerhalb von 3 Minuten, alles zur Verfügung, werdet ihr ein Muttertagsgeschenk basteln. Es kann nur einen Gewinner geben. Entweder All Access oder unsere Agota Diemen. Wir werden dann aus dem Publikum eine Mutter auswählen, die eines von diesen Geschenken wird annehmen. Und das Geschenk, das sie annimmt, die Gruppierung hat gewonnen. Ihr habt 3 Minuten Zeit. Das grossartige Spiel heisst Inglorious Bastlers. Die Frage, sind ihr bereit jetzt für das Spiel? Ja. Ja? Also, ihr habt 3 Minuten Zeit. Ich werde es live kommentieren. Auf die Basteleien, fertig, los! Und jetzt ist es doch wahnsinnig spannend, wie hier schon mal im Buch blättert wird. Es wird eifrig losgeschnitten, eine rote Folie. Wer hätte es gedacht? Sehr schön.
Oh, Agatha, ich bin gespannt. Du hast nur 3 Minuten Zeit, gell, Agatha? Ich weiß. Das ist wahnsinnig. Aber halte mich nicht auf. Herzlichen. Geh weg. Und während die hier nicht basteln, haben wir von Devil Late Night den idealen, perfekten Geschenktipp für euch, wenn ihr Muttertag etwas Gutes tun wollt. Schaut schnell hin. Jahr für Jahr die gleichen Szenen. Wut, Enttäuschung, sich unverstanden fühlen. Früher war es auch nicht besser, klar. Aber ist die Zeit stehen geblieben? Eine Frau hat 2 Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Noch immer kaufen wir unseren Müttern zum Muttertag Bügeleisen, Nähmaschinen und Staubsauger. Kein Wunder, kommt es zu solchen Reaktionen. Dabei kann es so einfach sein. Schenke deiner Mutter etwas, das sie wirklich mag. Schenk deiner Mama zum Muttertag 1000 Franken. 1000 Franken. Das perfekte Geschenk für jede Mutter. 1000 Franken. Bar auf die Hand. Ohne Einpacken und Dankeskärtchen. Da kommt Freude auf. Kein Bullshit, keine Gefühlsduselei. Nein, 1000 ehrliche Franken. Jetzt zu beziehen an einem Bankomat in deiner Nähe. Real Mother's Love, 1000 Franken. Und zu Mamas Geburtstag 2000 Franken. Weil's von Herzen kommt. So viel zum Muttertag. Und jetzt steht auch neben mir schon eine Mutter, die wir ausgewählt haben aus dem Publikum. Es ist Anna. Ja, Applaus an Anna. Anna. Ja. Anna, wie viele Kinder hast du? Ich habe 2 Töchter. Und kommst du von denen etwas über zum Muttertag? Ja, ich habe schon ein Geschenk bekommen. 1000 Franken. Leider nicht. Leider nicht, eben. Jetzt habe ich Hoffnung. Ja, jetzt. Leider auch das sieht nicht nach 1000 Franken aus, aber du musst ganz eine einfache Sache machen. Da hat Alexis und Agatha haben etwas bastelt. Agatha, bitte tu doch hier in die Kamera rein sagen, oder nein, hier in die Kamera bitte sagen, was du bastelt hast und warum du dir so Mühe gegeben hast. Bitte, Agatha, deine 30 Sekunden. Ich habe ein wunderschönes Wodka-Glas gebastelt mit Gold drauf, weil ich sehr schöne Erinnerungen habe an das Muttermilch von meiner Mutter. So, ein Wodka-Glas ist nicht für jeden etwas, ja? Anna, woher kommst du? Aus Russland. Sehr schön. Jetzt wird es schwierig hier für Alexis. Bitte, Moritz, erzähl, was ist das Schönste? Ich bin schön mit meinem Herz gegangen und habe mich von meiner Mutter in der Ferienlaune immer inspirieren, darum auch da die Muscheln. Gell, ja. Und immer ein bisschen Gold sprinkeln, weil es echt goldisch ist. Okay, ja. Wie ist es? Ja, das ist so mehr französisch. La la! So, jetzt bitte, was hast denn du da Schönes gemacht, Amelie? Ich bin klassisch gegangen mit einer Zeichnung. Ja. Ja, ich bin ein bisschen frech. Nein, schau mal, da die Mutter, die Tochter zusammen. Gleich emanzipiert schon mit einer Fleuge. Ah. So zeitgenössisch und ganz unter einem Sternenhimmel. Oh! So. Anna, schwere Entscheidung, aber entscheide dich bitte jetzt für eins von diesen Werken. Für welche? Ja, bitte. Welches willst du nehmen? Okay. Wodka ist... Es ist nicht wasserdicht. Es soll ziemlich klar sein eigentlich, jetzt schon. Ja, ich könnte auch dieses Zeichen nehmen, aber leider nur eine Tochter drauf. Dann wird andere beleidigt sich fühlen. Ja. Deswegen soll ich etwas Französisches doch nehmen. Du nimmst etwas Französisches, das heisst, du entscheidest dich für Moritz' Werk? Ja. Und somit hat Alexis gewonnen. Applaus! Sie bekommen beide einen schönen Preis über Anstecknadeln Deville. Bitte schön, du auch natürlich. Und das ist auch schon wieder gesehen. Ich wünsche einen ganz schönen Muttertag. Das ist Devil Late Night gesehen mit Agatha Demon. Anna aus Russland. Und Alexis. Danke, dass ihr dabei seid. Gute Nacht miteinander. Bis nächste Woche. Schönen Muttertag.